Okay, das ist mega cringe, I'm sorry. Der Tag von der letzten Servala. Der Kontext, wo ich in die Initiative reingehe, ist für mich, und das ist eben meistens das Problem von so ein bisschen diesen, sagen wir mal, technokratischen Initiativen. So, Ernährungsinitiative. Hast du irgendeine Ahnung davon? Nein, gar nicht. Ich habe auch noch gar keinen Plan. 27. September stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative für eine sichere Ernährung durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser. Tönt ja schon mal gut. Im Fall einfach ich muss zuerst wissen, wer die Initianten sind und wer dagegen ist. Das ist für mich eigentlich immer... Sind alle dagegen? Alter, einfach einstimmig. Die Ernährungsinitiative will, dass die Schweiz deutlich mehr Lebensmittel selbst produziert, so soll die Schweiz weniger abhängig vom Ausland werden. In Zukunft sollen mindestens 70% in der Schweiz konsumierten Lebensmittel im Inland hergestellt werden. Um dies zu erreichen, soll die Schweizer Landwirtschaft weniger tierische und mehr pflanzliche Lebensmittel produzieren. Auf diese Weise lassen sich mit der Gleichfläche mehr Menschen ernähren. Erhalten der Ökosysteme und der Biodiversität. Der Bund und die Kantone im Rahmen dieser Zuständigkeiten für die Erhaltung der Ökosysteme und der Biodiversität. Das ist nicht fast wie Biodiversitätsinitiative, das ist doch mega in die gleiche Richtung gegangen. Ja, schon. Der Bund strebt einen Netto-Selbstversorgungsgrad von mindestens 70% an. Das ist nahezu unmöglich, oder? Wenn wir jetzt schon weniger als die Hälfte haben. Obwohl viel davon ist Pflanzen, ist ja Tierfutter, aber ich sehe, das ist ja eine 10 Jahre, weißt du? 10 Jahre ist nichts. Jetzt in meiner Küchenanalyse habe ich das Gefühl, es ist schon unrealistisch. Machen wir einfach, wo sind sie da? Das ist Institut für sichere Ernährung, das ist die Ja-Webseite. Was haben wir da? Nein-Lager. Haben die schon die Kampagne angefangen? Ja, also da haben wir das Nein-Lager. Da haben wir das Ja-Lager. Ich will jetzt wissen, wer ihr seid. Ihr seid ein Verein und ihr werdet unterstützt von mir, scheinbar, weil ihr wollt Geld von mir. Wer sagt ja? So, jetzt. Ist das 70 Franken schon der Standardbetrag schon? Ja, bei mir auch. Ja, du, ist ja geil. Musst oben einsteigen, weißt du. Okay, es sind aber nur Landwirte und eigentlich Wissenschaftler da drin. Ich habe bis jetzt noch keine Partei gesehen. Wir haben Kantonsrat, Thomas Lüthi, Kanton Solothurn, Angela Zellweger. Das ist ja ein richtig technokratisches Line-up da. Du musst schauen, Ernährungsinitiative der Bauernverband und Economy Suisse ist dagegen. Aber das ist meine Vermutung, ich sage es jetzt einfach. Wir schauen jetzt Argumente, Medien über uns. Allianz. Wer ist da Teil von der Allianz? Der Bauernverband? Und jetzt muss noch Economy Suisse. Economy Suisse ist einfach nicht drin. Okay, 50% bin ich richtig gelegen. Aber der Bauernverband, der Schweizer... Von den Zuckerrübenproduzenten. Dude, also die ganze fucking Lobby, alles was mit Landwirtschaft und Versorgung und Swissbock, ich habe gar nicht gewusst, dass Schweinfleisch ihre eigene Lobby hat. Wieso ist die Hotellerie Suisse dabei? Wieso nicht? Oftmals sind es einfach irgendwelche Allianzen und sagen, hey, schau, ich bin letzte Initiative für das gewesen, also bin ich da, also weißt, bist du jetzt für das, oder? Vielleicht werden dann halt die Lebensmittel auch teurer und so, und dann hätte ich keinen Bock drauf, und dann müssen wir ein Ding weitergehen oder so. Maybe. Was mich jetzt noch überrascht ist, dass die Economy Suisse dort nicht dabei ist. Aber vielleicht interessiert sie einfach auch zu wenig, und sagt so, hey, schau, Bauernverband, das ist dein Ding, oder Gastro Suisse, das ist dein Ding. Co-Präsidium, da hat's ganz viele SPler drin, da hat's ja gut, natürlich haben es die SPler und die Grünen mega weit aufgenommen. Dass es halt so aussieht. Im Fall auch 2 Grüne sind dagegen. Aber das ist schon bezeichnend, dass natürlich so die 2 SPler und die 2 Grüne und der GLPler einfach schön zu oberstehen da haben. Also, schau mal. So, 100 Pro. So extra zum Expose, also... Wirklich, ich schaffe manchmal so Kampagnen, das ist 100 Pro, ist das irgend so in einem Meeting, in so einem verstickten Meeting, so verstickigen Meetingzimmer sind die reingehockt und das war das Briefing so, hey, mal, zwischen die Grünen und die SP, du hast ganz oberst bei dieser Liste. Noch lustige Aktion, der Tag der letzten Servala. Sie machen den 26. August, den Tag von der letzten Servala. Okay, das ist mega cringe, I'm sorry. Oh mein Gott. Da hat es eine Karte. Also, boah,
Was? Aber ich finde die letzte Serverlast. Also, ich sag dir jetzt, in Zürich in der Stadt findet kein Event vom Tag der letzten Servala statt. In Regensdorf, da kannst du im Zentrum 1 in Regensdorf, kannst du vom 6 bis um 8 Uhr am Abend, am 26. August, Wäre ich noch gar noch in der Schweiz. kannst du den Tag von der letzten Servala zelebrieren. Ja, gehst. Muss ich fast, es gibt eine gratis Serverla. Meinst du, gibt es einen Gratis-Server? Das weiss ich jetzt eben nicht. Also vor allem finde ich das Messaging irgendwie noch spannend. Also du hast ein Nein-Komitee, das nicht will, dass ja am 27. September dann eben die letzte Serverla tatsächlich muss gegessen werden. Aber sie machen trotzdem einen Tag, um die letzte Serverla zu zelebrieren. Also eigentlich zelebrieren sie mit dem Event eigentlich schon fast eine Niederlage. Aber ich finde Grammatik aktuell speziell. Du möchtest ebenfalls einen Servela genießen. Es ist nicht eine Servela. Was sagt der Duden dazu? Der Dude? Der Duden. Ah, der Duden. Der Servela, steht so. Ich hätte es trotzdem einfach eine Servela lassen. Ist mir scheißegal, wir sind hier in der Schweiz, der Duden. So eine deutsche Erfindung. Weil ich könnte es doch nicht sagen, wenn man Servela sagt. Und eigentlich wenn du jetzt den Unterstützer anschaust vom Ja-Lager, da hast du einfach mal zu ein paar nennen, nebst natürlich den Grünen und Vier Pfoten und Greenpeace und Pro Natura. Aber MSC Umweltnaturwissenschaftlerin ETH, die SP-Grossrätin ist jetzt politisch, da ist ein Landwirt, da ist auch Landwirt, da ist Co-Präsidentin IG Berner Wald, das Interesse, also quasi die Waldlobby, wenn du so willst, regenerativer Landwirtschaftsbetrieb. Was ist ein Dr. SC Nathabil Oek? Krass, Alter. Das ist mal ein Doktortitel, du. Dr. SC Nathabil Oek. Ja, also es ist ganz klar, die einen argumentieren halt schon ein bisschen ideologisch, ist so. Jetzt da beim Ja-Lager findet ja schon, ja, es geht um Zukunft, es geht zum Zielsetzen und so. Ich finde aber jetzt wirklich bei so Trinkwasser und so Zeug sind wir an einem Punkt, wo das wie gerechtfertigt ist. Ist jetzt meine Meinung. Aber gut, es ist vor ein paar Jahren mal Trinkwasserinitiative gehabt oder irgendetwas. Das stimmt, aber die haben wir abgelehnt. Ja. Weil gutes, sauberes Trinkwasser ist anscheinend ist nicht gut für die Wirtschaft. Lieber Arsen im Blut, Alter. Und genauso wie 5 Wochen Ferien. Da Herr und Frau Schweizer finden das auch scheiße. Weil, hey, was würde die Wirtschaft machen? Und das stimmt. Also schau, ich esse auch noch Fleisch. Ich schaue selber einfach, dass es wenig ist. Wir haben vorhin vom Mac geredet. Ich bin einer, wenn ich auswärts gehe, dann scheisst es mich an, um so zu schauen, auf gar keinen Fall Fleisch. Ich versuche es, wenn es ein geiles Veggie-Rest ist, dann versuche ich Fleisch zu verzichten und manchmal bin ich einfach so, weißt du, fuck it. Aber was ich mache, ich koche bei mir daheim wirklich äußerst selten Fleisch. Also das ist so alle paar Monate habe ich mal Bock auf wegen so ein Schweinsplätzchen oder so und dann gibt es das bei mir. Und sonst einfach esse ich eigentlich daheim, wenn ich selber esse, fast kein Fleisch. Und ich finde es halt schon crazy, als einer, der auch ab und zu Fleisch isst, dass einfach die meisten Ackerflächen für die Fütterung von Tieren genutzt wird. Das ist halt schon etwas, das nicht in mein Brain hineingeht. Wir haben noch nicht jeder Mensch auf diesem Planet hat etwas zu essen. Und wir sind so, nein, es ist besser, wenn wir gewisse pflanzliche Nahrung an Tiere geben. Das finde ich halt einfach so rein aus gesundem Menschenverstand, finde ich es einfach wild. So. Biobäuerin, Grundwasserexperte, also der Kontext, wo ich in die Initiative reingehe, ist für mich, wir haben ein Problem in der Schweiz. Unsere Böden sind ja immer wieder PFAS verseucht. Wir haben nicht ein gutes Grenzwertregime, was die Grenzwerte für PFAS und andere Verschmutzungswerte angeht. Jetzt sind wir chronisch schlecht im internationalen Vergleich. Und es braucht eigentlich etwas, wo in meinen Augen das relativ dringend die ganze PFAS-Geschichte eigentlich mal deckelt oder einfach verbietet, in meinen Augen. Da kannst du mir jetzt Planwirtschaft unterstellen, aber ich finde PFAS, also ja, für immer Chemikalien, die brauchen wir jetzt echt nicht in unserem Grundwasser. Egal, auch wenn wir mega geile Profit für unsere Shareholders machen könnten, das braucht es jetzt einfach wie nicht. Ich sehe es einen Handlungsbedarf. Ich frage mich, ob denn der ganze Frame über die Ernährung und dann ist Wasser halt auch noch Teil davon, was es ja ist, aber ob das schlau ist. Ob das vielleicht so quasi der Original Sinn von der Initiative ist, sozusagen. Was heißt das auf Deutsch, der Original Sinn? Das ist wieder mal fucking... Grundaussage. Nein, einfach so die Sünde, die Erbsünde.
Wie stehst du also weißt, so Nachhaltigkeit? Das ist nach der letzten Abstimmung eine falsche Konnotation, aber... Hey, ist grundsätzlich schon eigentlich pro so Sachen, aber eben, es gibt nachher so ein Ding, wie Verwaltungsding, und wie sehen wir dem da? Was das halt nachher alles an Aufwand gibt und alles. Da, Ja, aber eben, für mich ist der Aufwand nicht wert, oder? Weil es geht immerhin um letztlich Trinkwasser. Also, ja, ist so, ja. bei mir ist es vor allem das Wasser, wo ich, also eben so, ob man ein Selbstversorger ist, das werden wir nicht schaffen. Und auch 70%. Ja, aber ich glaube, wenn es nur etwas fürs Wasser wäre, wäre es auch einfacher zum Durchkommen, anstatt so. Es ist, glaube ich, zu ambitioniert. Mhm. Und das ist eben meistens das Problem von so ein bisschen diesen, sagen wir mal, technokratischen Initiativen, so die von den Experten kommen. Sie versuchen dann wie so, sie haben das Gefühl, weil sie Experten in diesem Feld sind, sind sie automatisch Experte für Political Campaigning. Und sie verchillen, dass es einfach ein komplett anderes Paar Schuhe ist und du komplett anders musst kommunizieren in einem politischen Kontext oder in einem Abstimmungskontext, als einfach irgendein fucking... kann ich in einem Paper, das du schreibst und hoffst, du wirst in Nature abgedruckt irgendwann. Aber ja, hey, ja, Ernährungsinitiative, also von mir mal ein scheuches Ja, so nach einem kurzen ersten Reinschauen. Wo schon? Für dich? Hey, für ein kurzes Einschauen denke ich in der Nein im Fall. Schon? Ja, aber es ist schon ein bisschen zu ambitioniert alles, denke ich. Fair. Und eben jetzt halt so an Lebensmittelpreisen sind halt die Leute immer so hure heikel dran, oder? Ja, Und dann ist immer alles teuer und dann, ja, also eben... Ja, mit dem Preis kannst du halt schon viel recht drücken. Ja, und vor allem eben, für mich wäre es ein symbolisches Ja. Für mich wäre es so ein Ja, Voll, obwohl ich weiss, dass die Initiative ziemlich sicher nicht durchkommt. Es ist nicht ein Nein, weil es eine schlechte Sache ist, sondern Nein, weil es einfach... Weil es nicht erreichbar ist, ja, und es vielleicht ein zu fester Kahlschlag ist. Aber ich tendiere auch so bei so Sachen so ein bisschen impulsiv, also nicht so ein bisschen den impulsiven Ja zu machen, weil ich finde, hey, wenigstens jetzt ist das Zeichen. Weil wenn sie knapp abgelehnt wird, dann ist das ja auch ein Zeichen. Ich würde jetzt nicht sagen, mit 58% ist es knapp, wie andere Parteien hier in der Schweiz, aber